Ja, hallo, liebe Freunde. Ich habe da ein paar Fragen. Und zwar habe ich hier in den Zeitungen und Medien gehört, da gibt es so eine Denunzianten-Hotline, kann man nicht sagen, glaube ich ja nicht. Aber ich kann ja da jetzt nicht anrufen, wenn da jemand Vollbart hat oder so. Aber ich habe persönlich ein paar Fragen. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja sowas wie ein radikaler Islamist, das ist also ein radikaler Friedensanbeter. Und ich möchte das ja zu meinem Beruf machen, denn ich finde Soldaten und Söldner, das ist ja ein Beruf, da kann man Leute umbringen, aber ich mag's nicht wegen dem, ich mag's rein wegen Geld, ja. Also nicht, dass ihr glaubt, ich bin da jetzt Ego-Shooter-mäßig unterwegs und will das jetzt in echt ausprobieren. Nein, nein. Ja, auf eine, wie soll ich sagen, ganz kleine Art und Weise schon, weil es ist, ich werde eine Erfahrung machen. Wie ist es, wenn man echt jemanden tötet, ja? Natürlich legal, also mit Auftrag oder Ego-Shooter. Ob das wirklich so, wie soll ich sagen, ob der Ego-Shooter mich jetzt zu meinem Söldnertum hingezogen gemacht hat oder so, das kann ich ja dann erst nachher sagen, wenn ich einmal in echt einmal einen umgebracht habe. Aber es ist so, dass ich da jetzt mal anrufe. Da habe ich hier zum Beispiel die, die Hotline kostenlos unter 0800 20 20 24 44 erreichbar, im Familienministerium angesiedelt, hat folgende Gründe. Die dafür notwendigen Mitarbeiter sind speziell ausgebildet, die Hemmschwelle, sich zu melden, ist niedriger. Aha, meine Hemmschwelle ist praktisch aber die, auch Krisenintervention wird angeboten. Naja, ich weiß nicht, ob das für mich richtig ist. Ich will ja dorthin fahren, ja. Ihr versteht mich ja. Legal meinem Beruf nachgehen, ja. Und dann zurückkommen nach Österreich und das Geld dem ausgeben. Ich möchte auch sogar das Bruttoinlandssozialprodukt heben, weil nicht nur die Waffenhändler, die österreichischen, sollen. Ja, Moment, ich höre ja, ich weiß schon, was ich sage. Wird Österreich verkauft im Kriegsgebiet keine Waffen? Nein, das stimmt schon. Äh, Das geht nach Saudi-Arabien, wir bekommen da einen Zettel und die schreiben, das geht nicht ins Krieg. Dass dann immer wieder Waffen aus Österreich im Kriegsgebiet auftauchen, das ist auch diesen Leuten unerklärlich. Und sie können jeden Scheich fragen, ab, glaube ich, 10 Frauen aufwärts, ist mal da der Scheich mit Harem und so. Solche Leute halt, die werden sagen, nein, das ist sicher nicht von ihnen. Und jetzt rufe ich da mal an, ja, Moment, ich rufe da mal an. Hinten läuft Star Wars, das ist ja auch wichtig, weil ich bin richtig so, ich möchte mit meiner Neigung, ja, vom Ego-Shooter-Spiel ganz emotionslos dorthin fahren und einen Auftrag bekommen, Menschen, die halt sicher nicht legal sind und sicher irgendwelches Unrecht gemacht, vielleicht haben sie die falsche Hautfarbe. Rufen wir mal an. Moment, da ist besetzt. Wie kann der besetzt sein? Bumm, 0800 20 20 44. Das gibt's ja nicht. Wir erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. Wenn Sie uns eine Nachricht in Ihrer Telefonnummer hinterlassen, rufen wir gerne zurück. Hello. Naja, das ist ja anonym, das ist blöd. Jetzt kann ich einen
Ah, ja, von 10 bis 15 Uhr kann ich praktisch da nur in der Klemme sitzen. Na gut, dann machen wir so. Ich lade das jetzt einmal rauf und morgen rufe ich dann nochmal. Und da steht auch, Terrorismus ist eine Form der Kommunikation. Es geht hier um politische Ideologien, nicht um religiöse. Aha, das ist schon mal eine gute Aussage. Terrorismus, meistens ist ja so, dass auch der Staat Terroristen hat. Wie will zum Beispiel ein Schafhirte seine Schafe nur mit dem Stock, manchmal muss er auch in die Luft schießen, ne? Aber, wie gesagt, ich rufe dort morgen an und bring das wieder. Ich freue mich schon, ja? Bis morgen. Tschüss.